Vor allem Frauen haben ja viel an sich, wo man sich darauf ansprechen kann. Es kann sein, die Einkaufstasche, dass sie gerade im Zara sind oder was auch immer. Es kann sein, ein Kettchen, eben Tattoo, wie ich es vorher schon gesagt habe. Und dann können sie darauf ansprechen. Oder sagen wir, sie ist ein Buch, noch besser. Ich liebe die Bücher lesen und hübsch sind. Sie ist ein Buch am Lesen, gemütlich, am Boden. Meistens macht sie das allein, das ist noch besser. Oder? Und dann kannst du sie ansprechen, kannst sagen, ich sehe, du liest das Buch. Darf ich fragen, was geht? Vielleicht habe ich dann eine neue Idee, was ich als nächstes lesen kann. Oder? Vielleicht siehst du sogar, was sie liest. Früher, wo 50 Shades of Grey rausgekommen ist, das war mein Standard-Ding, um mit der Frau ins Gespräch zu kommen. Ja, jeder Mord hat mindestens einer das Buch gelesen. Und bin ich an, hey, ich habe gesehen 50 Shades of Grey, ja, erzähl mal, wie findest du es? Also auch am Anfang eben sagen, ich sehe zwar, du bist dich mit der Kollegin unterhalten, das hilft auch sehr. Weißt, sie sind am Reden. Du siehst auch den Unterschied, wenn sich zwei einfach so mega unterhalten und so, oh, erzähl mir, und sich nur die ganze Zeit anschauen, dann lass es vielleicht eher sein. Oder hockst an und vielleicht später sind sie nicht locker reden miteinander. Aber wenn sie so sagen, wir sind jetzt am Reden, bla bla bla, wir schauen raus, vielleicht schaue ich noch ein bisschen dahinter, dann willkommen. Geh hin. Sag, hey, ich sehe zwar, wir sind da ein bisschen im Gespräch und gemütlich, aber ich denke, ich sage trotzdem mal, dass du mir gefällst oder was immer. Was ich gerne bringe, ist, ich gehe hin, hallo. Und dann eben das Kompliment, hallo, ich wollte sagen, du gefällst mir einfach sehr gut. Und darum habe ich gedacht, ich sage mal hallo. Also ja gut, jetzt habe ich zweimal hallo gesagt, aber wir wissen, um was es geht, oder? Der erste Punkt ist zuerst mal hallo, dass sie euch wahrnimmt. Vielleicht ist sie am Handy, vielleicht liest sie das Buch, vielleicht redet sie mit der Kollegin. Sie kann euch wahrnehmen. Eine Sekunde, 2 Sekunden später, nachdem sie das realisiert hat, machst du zum Beispiel das Kompliment. So und so sieht es aus, du gefällst mir. Und als dritter Schritt nimmst du wieder den Druck weg, weil es gibt ja die nachher, ja, du gefällst mir, und dann ah, okay, ja, danke. Und dann ist es irgendwie schwierig zum Weitergehen. Oder? Nachher geht es immer ins Alltag, wenn man sich kennenlernt. Und da finde ich eben den Satz noch gut. Ich habe einfach mal gedacht, ich komme zu euch oder komme zu dir und sag mal Hallo. Und, was macht ihr? Und dann kannst du auch wieder herausfinden, was macht ihr. Du kannst, wenn sie sagt, ja, jetzt sind wir da noch im Hängen und nachher gehen wir noch etwas essen. Ah, cool. Und den Rest der Woche, morgen, auch ein bisschen in die Sonne gehen. Weißt du, ich weiß nicht mal, ob es schön ist, aber auch ein bisschen in die Sonne gehen. Ja, also morgen habe ich eigentlich noch nicht so viel vor. Ja, du, in dem Fall werde ich euch nicht gross aufhalten, aber wir können ja morgen mal auf irgendwie ein Glas holen und so. Da vorne gibt es gut. Und gib mir doch die Nummer. Zack. Letztes Mal am Bootcamp, ziemlich am Schluss, hat es da vorne eine Gruppe an Schwedinnen gehabt, ich glaube 4 sind es, plus das Kind noch. Und dann, wo wir so durchlaufen, schauen sie uns alle an und smilen, ich weiss nicht, ob es mich oder jemand anderes, aber auf jeden Fall haben sie mega gesmilet. Und dann sind wir so weitergelaufen und nachher habe ich gefunden, ja, du, wenn wir jetzt nicht mit denen ins Gespräch, wenn sie schon so mega positiv eben den ersten Schritt eigentlich machen. Weil das, ich verstehe das auch als ersten Schritt, wenn eine Frau mich anschaut, smilet, eine einladende Haltung hat. Oder? Und dann sind wir rangegangen und ein bisschen geschnurrt, so, und dann der eine auf Englisch, oder? You know what? I find you, ich finde dich mega, du gefällst mir mega gut. Lass es doch mal abmachen. Handy an da, gib mir deine Nummer. Und alle in der Gruppe. Wow! Weißt du, so, die hat ja mal Eier. Oder? Und sie, die hat die Nummer. Und by the way, we can meet tonight, this evening, tomorrow I have nothing to do. Boom. Mega geil, oder?